Willkommen zur 7. Folge von Hochdeutsch zum Bandage mit mir, mit Alexus vielleicht. Ja, bevor es noch anfängt, eine kleine Info. Sehr kleine Info. Ich habe im 1. Juli meinen Kanal begonnen, jeden Montag und Donnerstag aufgeladen. Aber es wird mir irgendwie zu viel geworden, weil jedes Mal aufnehmen, hochladen, so spät in der Nacht, ja, habe ich beschlossen, ich mache das jetzt neu. Jeden Mittwoch kommt neue Video von mir. Und warum ich hier bin und nicht da drüben und nicht mein Standort. Es ist, ja, wie letzte Folge gesagt habe, am Bauen. So, genug geredet, jetzt fangen wir an. Grüezi, mein Name ist Alexus Frank und willkommen, habe ich schon vorhin gesagt, zur 7. Folge Hochdeutsch zu Banddeutsch, aber ich sag's gern noch einmal. Hinten ist meine Windmühle, wunderbar. Ja, genug gelabert. Erste Wort heißt viel. Ja, viel. Wie viel hast du schon Zeit für das Video? Sehr viel. Nein, es ist kurz. Also das heißt, viel heißt so wie viel. Viel. Also wie viel Watch, also wie viel willst du? Und ja. Und zum nächsten Wort. Nein, wir können jetzt nicht zusammen Flöten spielen. Es heißt, wenn es kaputt geht. Wenn es kaputt geht. Ja. Nächste. Verliere. Ein sehr spezielles Wort mit einem Y geschrieben. Sieht man ganz groß. Verliere. Ah ja, bei Flöte schreibt man mit 2 Ö. Wo schon kaputt geht. So wie mein Gehirn. Nee, Spaß. Verliere. Wenn zum Beispiel, je nachdem, Milch. Wenn zum Beispiel Milch nicht so besonders ertragen kann oder im Karussell nicht mehr, also ob man aushalten kann oder nicht. Ja, so, verliere. Kannst du das Zeug noch verlieren? Also das Zeug ertragen. Zu leid. Jetzt habe ich bald verraten. Oder habe ich schon verraten. Leid. Etwas, ja. Eine Person zu Leid, ja sicher. Leid heißt eigentlich. Zu leid. Etwas zu leicht gemacht. Hast du dieser Person Leid gemacht? Also hast du dieser Person Leid hinzugefügt, sozusagen. Ja, jupp. Und nächstes Wort heißt Schlappi. Schlappian, ja. Ein Wort heißt Energie, also schlapp. Kann man auch ohne I sagen, schlapp. Du bist heute zu schlapp, also du bist heute zu schlappi. Ich weiß nicht, warum das so steht, aber ja, ich sage schlapp. Aber das heißt gleiche
Also schlapp und schleppe. Schlappe, ja, Französisch. Schlappian heißt er. Schreiben wir hier ein innerloser Mensch. Also, wer kein Morgenmensch ist, wer kein Morgenmensch ist ja Meisterfall energielos am Morgen früh. Bei mir ist es auf jeden Fall. Und nachher zum Schlappian heißt so wie allzu guter Mensch. Also ein gutmütiger Mensch. Jetzt passt nicht mal das Wort hinein. Mensch. Und es kann auch bedeuten, ein Trottel. Da, du bist so eine Schlappi, jetzt hast du das wieder verpackt. Du bist so eine Trottel, du hast das wieder verpoppt, also vermasselt, sozusagen. Jetzt kommt das Berndeutsch, der beliebteste also Favorit, immer, so, oder fast immer, je nachdem, wird Gau oder Gel oder Gellet. Gau. Meiste Fall ist Gau. Also heißt so wie nicht wahr, nicht wahr. Gau, nicht wahr. Bei Gel ist genauso, bei Gellet, das ist irgendwie komisch. Ja, also Gellet ist einfach mehrere Leute bezogen. Aber es klingt, ja, für meine Ohren ein bisschen komisch. Aber na gut, dann gehen wir zum nächsten. Nachher heißt es gleich, heißt so wie nachher und nachher, drei verschiedene Wörter, aber die haben gleiche Bedeutung. Also heißt alle drei nachher. Oder bis in, oder nach anschließend oder später. Ja, mein Gott. Schön und gut, aber jetzt gehen wir ein bisschen Kerli machen. Das heisst, auch wieder, so wie hier und ja, ihr wisst ja was. Hier und hier. Idiot. Ja, Kehre heißt Kehre und Kerli. Das heißt im Rundum Ganze heißt wenden. Also wenden. Also die hier heißt wenden oder sich umdrehen oder und Kerli. Meistens sagt man, komm, wir gehen Kerli machen. Das ist so wie, komm, wir gehen mit dem Bus eine Runde mitfahren. So, sagen. Aber das heißt auch wie gleiche Worte. Man könnte auch so verwenden, dass man Kerli auch
ein Satz aber auch andere Bedeutung hat. Zum Beispiel, jetzt einen Moment nachher warten, aber nächsten gehen wir. Ist so wie, wir warten noch ein bisschen, aber dann gehen wir weiter. Das ist jetzt auch bei Zeitspanne, also ja. Gehen wir weiter, bevor ich wieder Unsinn rede. Reiche und gereicht. Es hat nicht mit Money zu tun, sondern mit Reiche und gereicht heißt so gleiche Bedeutung, einfach das da ist Vergangenheit. Das habe ich geholt. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Wenn nicht, ja, na gut. Mein Burg verdeckt die Sonne, na super. Also, Reiche holen. Zum Beispiel Reichtum auch mit Pfeffer. Reichst du, holst du mir das. Mein Gott, Schule besser aufpassen, kann ich nicht. Also, holst du für mich Pfeffer. So, nächste. Auch hier Platz machen. So, einen Moment kurz. Ich hab's gleich. Latsch. Latsch bedeutet einfach und gestrickt eine Schleife. Oder nehmen wir je nach, es ist auch, sagen wir so, ein Mimik. Wie sollte ich das erklären, dass ich hier draus kommt? Wenn zum Beispiel eine Person einen schlechten Tag hat und 7 Tage Regen, ist zum Beispiel sagt, mach Latsch, also mach. Ja, das ist jetzt. Ihr wisst ja, was ich meine, oder? Mach Latsch, also machst du eine. Nicht eine Schleife, machst du eine Schleife, das ist irgendwie komisch. Dann machst du ein strenges Gesicht. Mit dem Aussage. So ein strenges Gesicht, eine launische Gesicht. Wenn es richtig erklärt hat. Wenn nicht, da könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Flünter. Also, Flünter kann man auch, ja, komm, nehmen wir. Wenn zum Beispiel im Winter Schneeregen gibt es meistens so eine Schneebrei. Und etwas Dreck zusammen verbinden, so ein Flünder. Ja, oh mein Gott, wenn ich den Schnee am Winter wieder Schneeregen gibt, also so einen Pflünder, dann mache ich 7 Tage Latsch ohne Scheiß. Ohne Mist. Und das ist jetzt wieder ein Wort, wo. Ja, wie sollte ich sagen? Ausheben. Es ist hauptsächlich bei Ausheben ein Berufsfeld oder auch
oder rekrutieren. Und da habe ich falsch geschrieben. Sehe ich. Also, wenn ich hier so weitermache, mache ich wirklich eine Latch. Einberufen oder rekrutieren. Es kann aber aus meiner Sicht, also das sind zwei Hauptteile von Aushaben. Aus meiner Sicht ist es Dinge, wo sind kaputt, reparieren, also aushaben. Also aushaben, sowie reparieren, fixen und. Aber es besteht aus das da hier. Einberufen und rekrutieren, aushaben. Wir sagen nicht rekrutieren bei uns in der Schweiz, sondern Aushebung oder ausheben. Rekrutieren, wenn wir im Militär sind. Ja. Wieder zubauen. Ja. Es sind diesmal 12 Stück per Deutsch gewesen, nicht mehr 10. Weil ich gedacht habe, das wird ja immer mit kürzer. Und ja. Es ist wieder Folge zu Ende. Ich fliege weiter. Euer Alexus Fly. Tschö. Mit